zeigt auch, wie stark und fähig wir sind. Wir, wie man heute sagt, die anderen Deutschen, so heißt es in der neuen Terminologie, entwickeln und ständig weiter. Wir entwickeln auch neue Erfolge. Und wenn ich denke an einige Persönlichkeiten aus der Community, die wir haben, wie Aminata Touré oder Doreen Denstedt, Ministerin in Thüringen, Cem Özdemir, die nicht zu der Community, aber mit Migration, die sind alle inspirierende Beispiele für uns und beweisen auch, dass es möglich ist. Es ist dann auch an der Zeit, dass mehr Menschen mit Migrationsgeschichte auch in allen Lebensbereichen vertreten sind. Vergessen Sie nicht, wir sind nicht allein. Es gibt viele Verbündete ohne eigene Migrationsgeschichte, die mit uns gemeinsam handeln, uns Mut machen und uns unterstützen. Über alle Städte, Sprachen und Kulturen hinweg teilen wir oft ähnliche Herausforderungen. Unsere kollektive Kraft ist groß und gemeinsam können wir Respekt, Anerkennung und Chancengleichheit einfordern für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Diskriminierung und Hass. Abschließend möchte ich dann kurz sagen, lassen Sie uns entschlossen weitergehen und Räume schaffen, in denen unsere Stimme gehört und wertgeschätzt. Stoßen wir Türen auf, die uns lange verschlossen waren, und erkennen wir unsere Vielfalt als große Stärke. Gemeinsam werden wir Entwicklung auf beiden Kontinenten fördern, in Deutschland und in den Herkunftsländern unserer Eltern. So gestalten wir das neue, vielfältige Deutschland. Ich danke dann ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Meine Schwester, danke dir. Aber bevor wir weggehen, ich muss nur eine ganz kleine Sache sagen, weil das liegt mir am Herzen. Vielleicht wissen auch die meisten nicht, dass die UN hat die Dekade ausgerufen, 2014, 2024. Und als die Dekade ausgerufen wurde, habe ich dann diese Black History Weeks in Erlangen dann ins Leben gerufen. Und ich möchte auch das unbedingt sagen, weil bei der ersten Veranstaltung war mir eine riesige Ehre, 3 afrodeutsche Überlebende zu empfangen, die ich dann auch eingeladen hatten. Das war Gerd Schramm aus Erfurt, gestorben jetzt 2016, Theodor Wonja Michael, gestorben 2019, und jetzt vor 3 Wochen Marie Nejar. Das war die letzte überlebende afrodeutsche Frau. Marie Nejar, ganz kurz über Marie Nejar, weil das war eine gute Freundin, und ich habe auch ein kleines Problemchen, weil wir die Veranstaltung verfilmt hatten, und leider habe ich den Film zu spät bekommen, und als ich sie anrief, Ende April, sagte sie mir, sie war 95, wenn du den Film hier nach Hamburg bringst, dann freue ich mich, aber ich kann auch nach Berlin kommen, wenn du möchtest. Und ich hatte versprochen, da nach Hamburg zu kommen. Und am 11. Mai ist sie gestorben. Daraufhin habe ich den Bundespräsidenten vorher angeschrieben, und ich hatte ihn gebeten, das Bundesverdienstkreuz, das hatte ich schon mal für Theodor Michael gefragt. Theodor Michael hat es ein Jahr vorher bekommen, und gestern habe ich den Brief von dem Bundespräsidenten, wo der sagt, wir hätten es gern, also Herrn Steinmeier, wir hätten das gern gemacht, und wir haben es angefangen, das Verfahren, und wir haben erfahren von Hamburg, dass sie am 11. Mai gestorben ist. Und das heißt, für unsere Geschichte, für die Geschichte der Afrodeutschen hier, wir haben jetzt niemand mehr, die sind alle tot, aber ich weiß und ich bin mir sicher, sie sind alle so interessiert, und sie werden auch selber nachforschen, besonders das kleine Mädchen, das 1515 in ihre Stadt gekommen ist,
Und ich sage es vielleicht das nächste Mal, Ihr Namen, wenn das stimmt. Vielen, vielen Dank und Entschuldigung, dass ich ein bisschen zu lang war, weil wenn ich anfange, dann höre ich nicht auf. Deswegen sind Sie ja Politikerin, also das ist kein Wunder, das ist gut. Okay, das war's. Besten Dank, vielen, vielen Dank. Sie können hier auch bleiben, Sie können da untergehen, wie Sie möchten. Aber Sie haben einfach für mich einfacher gemacht. Ein Teil von politischer Botschaft von mir heute mache ich weg, weil das haben Sie schon gesagt, was ich wirklich als Black Man, deutscher schwarzer Mann sagen möchte, haben Sie schon gesagt. Und das reicht und das bleibt auch mit dir. Das ist ein Fest, wo wir feiern wollten und auch zeigen und alles sichtbar machen von unserer afrikanischen Kultur. Hat mich gefreut, es war sehr schön, das war wunderbar und ist immer noch wunderbar. Bleiben Sie einfach hier bei uns. Bleiben Sie einfach hier. Was habe ich gesagt? Das machen wir nachher, lieber Modipi. Ich sage das nachher. Alles gut, danke dir. Wie gesagt, ich habe jetzt wirklich meine politische Botschaft oder mein politisches Teil einfach weg und mache ja auch weg. Meine Damen und Herren, lieber Freude einfach. Das, was Sie hier sehen, nicht nur Sponsoren, nicht nur Stadtrat, nicht nur Stadt Landshut oder so, das gibt auch ein Team. Ein Team, der wirklich ehrenamtlich für diesen Vielfalt, für diesen Begegnungsfest hier bei uns steht und kämpft Tag und Nacht. Und wie sagt man das? Vor die Vorbereitung ist genauso nach die Vorbereitung. Und so fingen wir jetzt hier, Sonntag ist der letzte Tag und dann am Ende Juli oder Anfang August, wenn die meisten da sind, werden wir. Deswegen werde ich einen großen Applaus für unser Team, aber einzeln. Das Programm, das Kinderprogramm da ganz hinten, das ist von 2 Leuten. Das ist Anita Straßenberger. Bitte. Anita. Ole Pleit.